Dann hört den Herr Gast-Giberia. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Fimmen ungesund ist, ich meine, du sind wir als Verbannen alle gut eins. Und dass man alles für die Gesundheit der Menschen musste machen, da sind wir als auch Verbannen alle gut eins. Für mich ist es schon wichtig, dass wir Prävention setzen, dass wir die Leute informieren und dass wir Kampagnen machen, was den Gefahren an die gesundheitlichen Konsequenzen vom Femme sind. Genauso wichtig ist aber, dass wir bei der Jugend aufhängen, Regeln wie den Respekt vis-à-vis von dem anderen an den Vordergrund zu stellen. Respekt vis-à-vis von Leuten, die nicht filmen, wann ihr wollt filmen. Wenn wir die zwei Regeln viersetzen, die Information an den Respekt, als iedereen hält sich daran, ich meine, das wäre mehr wichtig wie ein Verbot. Weil auch heute gucken wir, es sind noch 10 Jahre her, dass wir das 5-Verbotsgesetz gestimmt haben. Ich stelle fest, trotzdem wir da eine Reihe von Verboten damals angefordert haben, wo die Partei sich damals enthalten hat, stellen wir fest, dass bei den Jungen 12 von denen die Firmen Remmand Lot geht. Das Verbot und sich springt nicht, wenn nicht ein Kampagne, das leider überfällig gehen, was Konsequenzen sind, an den Respekt vis-à-vis von dem Mann. Auch ich persönlich patschen heinz da ein Zigarillo. Ich finde aber nicht bei mir daheim. Ich finde noch nicht bei anderen Leuten noch nicht an einem Gebäude. Ich finde, wenn ich spazieren gehe, und ich finde bei mir am Auto, wenn ich lang fahre. Wenn meine Hund sogar dabei sind, finde ich aus Respekt für meinen Hund, finde ich nicht. Und ich meine, so wäre doch normal, dass ich als Respekt vis-à-vis von anderen Leuten nicht findet, wenn ich die dadurch kann irgendwie etwas zubringen, was die Leute nicht wollen. Da denke ich 4 Bemerkungen, dass wir nicht Respekt an die Information für ein engem Verbot stehen. Eine zweite 4 Bemerkung. Das ist eine gewisse politische Hypokrisie, die in Heilbronn feststellen. Wenn ich alle die Politiker, die Mitten hören haben, die über 5 Verbote geschwärzt haben, meine geringe Kollegin für drin, hat sogar davor geschwärzt, für einen generellen 5 Verbote zu machen. Sie gehört aber eine Regierung an, die eine Finanzpolitik, man da muss hat, lässt man nur, die eine Politik möchte, für das den Frontalier soll massiv auf Lützeburg Zigaretten kaufen kommen, weil wir heute zu Lützeburg dann so viel wie möglich Akzise kriegen. Und er hat gesagt, dass die Regierung löst die Preise anpasst. Aber sie passt immer nicht mehr so viel an, dass Lützeburg noch attraktiv bleibt und dass ein Frontalier nach hinten schaut. Dann müsste man auch so konsequent sein. Also, wir machen halt zu Lützeburg Preise so heiß, dass kein Frontalier mehr hin, da verzichten wir auch auf das Geld. Wir so konsequent sind die alle gut nicht, die in der Mitte halt für die 5 Verbote so generell angetreten sind. Herr Präsident, ich gehe auf ein paar Punkte an. Ein von den Punkten ist, dass wir den Alter von 18 auf 16 Jahre hochsetzen für den Verkauf Rücksetzen. Ja, ich wollte jetzt gucken, ob der Archiv noch leicht drin. Also von 16 auf 18 Jahre Rücksetzen, was den Verkauf von den Zigaretten anbelangt. Das kann ich begrüßen. Mich erinnern daran, dass wir für 2 Jahre Referendum hatten. Du waren dieselben Leute, die sind nach hinten kommen, mussten das Wahlalter von 18 auf 16 aufsetzen, weil die Jungen, die sind mit 16 Jahren mündig genug, für selber können politische Decisionen zu und zu dezidieren, was gut und was schlecht ist für sie an diesem Land. Dieselben Leute so, aber sie sind, was Firmen anbelangt, sind sie nach immer Manager, und da muss man den Alter, ob euch der Tat, also wenn sie Kinder wählen gehen mit 16 Jahren, aber Firmen dürfen sie recht mit 18 Jahren. Ich wollte auf eine weitere Konsequenz von dieser Regierung hinweisen. Ein weiterer Punkt, Herr Präsident, das was so viel diskutiert wird, ist, dass mit den Sportsterrain, Firmen, versuchen, die schon im Terrain sind, für 16 Jahre. Ich meine,
du hat an der wann den Rapport liest von der Kommission Mission an der Kommission vertrunde von der Rapport liest an du hört CSV auch gesucht, dass wir eng disproportioniert Maßnahmen, die du geholt, so steht am Rapport. Das kann ich unterschreiben. Weil wenn ihr das an der Praxis bedenkt, jetzt sind sie in der Tribüne ein Match nur zu gucken, dann lebt die Jugendliche von 12, 13 Jahren, die lebt 50 Meter von einem Wasch Terrain, dann der wir nicht filmen. Und da spielen die groß Terrain, und das ist die Jugendliche neben deinem auf der Tribüne, direkt neben drin, dann darf ich filmen. Für mehr gesucht, wenn nicht konsequent. Das ist wie das heutige Gesetz applikabel ist an der Notwert an der Praxis sind. Und da gehen wir hin, und da greift man Privatsphäre von den Leuten an, aber so an einem Auto, wenn du erkannt hast, von 112 Jahren, dann darf gar nicht mehr gefilmt gehen, aber wenn er der 13 holt, dann darf er so viel filmen wie er will. Wenn ein Fußballsphäre 50 Meter von der Schwester schläft, dann darf er nicht mehr filmen. Das ist Praxis von diesem Gesetz wird sich appliziert. Und da muss ich sich vorstellen, wie weit will der nach an Privatsphäre von den Leuten angreifen? Wie ist es der Schutz von der Kanne? Wenn da mal eine Frau mit der Pusse mit einem Baby fährt, darf die dann auch nicht mehr filmen. Das darf sie noch. Sie darf auch noch filmen, wenn sie enceinte ist. Auch das hat sicherlich negativ Nachwirkungen für das Kind. Da sind wir uns alle gut eins. Aber wenn sie heim an einem Zimmer sitzt und sie patscht den ganzen Tag, ist das die nächste Etappe, dass man bei den Leuten dann heim gucken, dass sie so wie bei Feieralarmsdinger und Teiser kriegen, wenn sie viel filmt, wenn die Kante Mann nicht dabei dabei sind, da kriegen sie ein Protokoll. Das heißt, muss ich wissen, wie weit wollen wir gehen an Privatsphäre von den Leuten angreifen. Wenn wir die Leute nicht davon überzeugt kriegen, dass es schädlich ist, von se Fëmme wer kann er dabei sind, dat do fir sie schädlich ass. Und dann se net de Respekt vis-à-vis von den Leuten, dann spielt dat toten alles kein Roll, dat sind dann nëmme klein Dripsen, wenn ich Fußball auf der Tribüne mir fan dann kann er laufen Terra, daheim kann ich überall filmen, muss ich generell umdenken bei den Leuten kommen a kein Verboter dat feiert zunächst. Und ich noch überzeugt, schon mal nicht leicht vor eine Diskussion gehabt, du nicht mal geschwatzt, wenn da Lot 5 Verbote für das Verkaufen der 18 Jahre abgesagt gehen, tun die 18 Jahre, die so Ukraine da war, wenn man es gerne hätte, und die über 18 Jahre haben sie mir gesagt, das ist eine gute Sache für Eis, da gehen wir sie kaufen. Und wir verkaufen den Jungen für 1 Euro den Parkfighter 4 Euro. Die machen also nach ein Geschäft. Das heißt, auch dummer der Wert nach einer echten Regel. Das ist genauso wie beim Alkohol, dass wir genau, wenn Jugendliche von 16 bis 18 Jahre haut kein Alkohol geben trinken, wenn man es verbieten. Nee, all Verbot als Reiz bei den Jugendlichen justen konträr zu machen. Und dürfen so nicht, dass all die Verbote bringen bei den Jugendlichen nicht. Und dann nach dem Schluss, Herr Präsident, nach einem Wort, was die elektronische Zigaretten aufhängt. Das ist sicherlich, dass das unserer Meinung nach auch nicht für die Gesundheit gut ist. Mich will nicht so mehr spät wie gestern kommt, den an der Presse lesen, dass den Engländer just de contraire gehen. An die so anfangen, Rauchen zufolge hilft die E-Zigarette tatsächlich vom Tabak loszukommen. Das Eurobarometer der Europäischen Kommission ergab zum Beispiel für 2014, dass 14% aller Befragten, die das Dampfen ausprobiert hatten, sich so das Rauchen herkömmlicher Zigaretten abgewöhnt hatten. Und da sagen sie sogar, dass den Engländer erwägen, die Zigarette an ihren Entwöhnungsprogramm sogar anzusetzen. Das heißt, die gehen am Anfang nur just ein andere Weg, die verbinden sie nicht mit die so und kommen, halen sie für Leute, die wollen aus dem Firmen rauskommen. Und dafür, meine ich, wird eine ganze Reihe von Diskussionen, die du muss berücksichtigen. Herr Präsident, was uns als ADR steht, wir haben für ein Filmgesetz damals nicht mitgestimmt. Nicht, weil wir dagegen sind, dass die Leute sollen nicht mehr filmen. Nee, weil wir damals dagegen waren, dass der Staat sich an Privatsphäre angeschaut hat. Dass der Wirt vorgeschrieben hat, dass nicht bei ihnen mit der gefilmt wird. Wir haben damals gesagt, wir müssen vorschreiben, dass der Wirt misst dezidieren, ob bei ihm gefilmt wird oder nicht.
an dat den Dat mis afficheieren. Da wisst jiin a wat für eng Wirtschaft dat geht. Und dann hat noch gesinn, die net gefilmt hat wie an der die gefilmt hat viren an die. Dat hicht Freiheit von dem Einzelnen wie respektiert geht. An Haut machen wir einen weiteren Abschnitt an Privatsphäre durch Verbot von den einzelnen Personen. Und das ist weh, die wir nicht können machen. Ich habe für uns 10 Jahre gesagt, wir können doch nicht an einem Staat sehen, wo wir einen kompletten Dirigismus von Ofen auf machen, wo die Leute nicht mehr 4 geschrieben kriegen, kontrolliert kriegen, Verbote kriegen, und dann nur noch dürfen protokolliert gehen. Dat ich für 10 Jahre eng Weitsicht hat, dat könnt mir dann auch mal enke für, weil das als genau das, was die Stimme uns gehört tun, an die Richtung weitergehen. Und wir sind als ADR nicht damit auferstanden, dass der Staat sich immer mehr an Privatsphäre von den einzelnen Bürgern anmischt, und dafür stellen wir kein Test.